Okay, das ich rufe Modulever Leute dabei, die das besser kennen. Veronique Manternach an Ricardo Vieira, zwei bisher Musiktalente, die können das definitiv besser wie ich. Herzlich willkommen am Bistro. Gute Mitte, das war gar nicht so schlecht, ne? Ja. Der Eurovision Song Contest, von denen engen verhöhnt oder verpönt, von den anderen, die begeistern sich mit Passion und Leidenschaft für diesen Konkurs, wo Lützeburg 31 Jahre nicht mehr vertreten wäre. Veronique, zu welcher Kategorie für Leute gehörst du? Also für mich ist eine Revision immer etwas, was einfach Musik darstellt, und da bin ich natürlich auch immer froh darüber und froh, dass Lützeburg dabei ist. Ricky? Ja, definitiv. Ich gehöre zu den Fans von Eurovision und ich finde das schon lange gewahrt, dass Lützeburg dabei ist. Ich freue mich immens. Natürlich sind die von der Eurovision genauso begeistert wie ich jetzt bin, weil die zwei doch nicht gezeigt für ich zu melden bei der Sichtung Vertreter für Malmö für Dorona Deal zu holen. Ja, wir aber über die Eurovision schwatzen, gebe ich gerne verdicht von euch wissen, wie seid ihr überhaupt ob Zangen kommen? Hast du den Talent, was du geboren hast, oder alle den da so über die Jahren oder kanntet? Also für mich war Zangen schon immer ein Teil von meiner Kindheit. Also meine Mama hat immer gesagt, ich habe gesungen, ich geschwärzt. Ganz am Abba-Stil. Eine Schönheit zu bieten am Kannergesang angefangen. Und da sind schon Konservatoire gegangen, an Chorschule, dann auch Privatstunden für meine Stimme ein bisschen aufzubauen. Und ja. Ja. Das ist noch ganz jung, gell? Also, soll es weiter so machen, gell? Nee, bei mir ist schon ganz spät angefangen eigentlich. Ich habe am Ausland studiert, und nachdem ich zurückgekommen bin, nur 5 Jahre, wo ich am Ausland war, mit 21, 22 Jahren, habe ich angefangen mit Singen. Ich habe bis zu meinen Freunden ein bisschen verloren, und dann bin ich halt eine Freundin, die an einem Chor war, und hat mich Matt geholt, und ja, und dort bin ich angefangen. Und seitdem bin ich schon nicht abgehalten mit Singen. Also ich meine, muss ich schon irgendwie ein bisschen an den Genen haben, das Sangen, du, an aber ist es dann nicht so, dass das einfach so geht. Ich meine, zu den hören, dass es aber dann auch üben geht, die Stimmen fördern, trainieren. Schon, ich meine, du kannst auch lernen, richtig singen. Du hast eine Stimme oder du hast keine Stimme. Alle Menschen können lernen, richtig singen. Das ist klar. Das fängt mit der Leidenschaft. Genau. Ja, das muss auf alle Fälle so sein. Alles machbar. Ja. Das ist Muskel, was du mehr sagst. Da haben wir einfach Fall für zu sagen, natürlich. Ja. Veronique, wenn wäre für dich dann klar, dass du dich Lodo gibst melden, für du Matze machen? Es ist ganz spät recht. Ich hatte ganz am Anfang ganz ein bisschen schon mit dem Gedanken gespielt. Ich hatte meinen Eltern, die mich ein Kadruppe geschwärzt hatten, dann hatte ich dann schon mal Bock aus dem Kannergesang, die gesagt hat, hey Mann, mach Matz. Und den habe ich wirklich einen Tag 400 Deadline und ich ein Video geschickt, dass ich dann einfach mitmache. Und dann habe ich gesagt, hey komm, du musst das einfach. Also schon ein bisschen überzeugen gelos, aber ja. Weil ich kann mir vorstellen, zeig den aber ein bisschen. Ne? Ja. Aber wie wäre dann in dem Moment, wie du für in der Jury 4 gesungen hast, ist die ganze lang für ihnen du stummst? Die Minute für drin war ich aufgeregt, ich habe gezittert und alles. Wenn ich aber da bis auf der Bühne stehen und Musik fängt an, da sind ich einfach an der Musik dran. Da merke ich mal nicht mehr, dass du 4, 5 Leute sitzen. Da könnte das einfach das so. Ja, Musik, ich meine, das kennst du bestimmt auch. Ja, klar. Ja. Ganz genau. Ich finde, sobald ich höre, dass das Beschreiben dabei ist, schon direkt mein Big geholt und schon gefangen, dann Texte zu schreiben, so dass ich dann noch direkt die Lied komponiert oder geschrieben für den Zweck. Okay, also direkt. Gewollt. Ich meine, du stehst ja auch regelmäßig mit Marion Walter auf der Bühne mit den Singers Unlimited, und Marion war ja als zweitletzte Vertreterin bei der Eurovision und das 1992, wie den Zufall will hun, wird auch genau zu Malmö
Und dann hast du gedacht, ja, ich muss das unbedingt machen. Wenn ich auch kein doch zu Malmö sind, so wie Marion, eine von meinen besten Freundinnen, das wäre natürlich Kirchen und Kuch. Boah, das ist ja nicht geklappt, mehr wie wir in Zukunft. Das ist richtig. Also bei dir wäre also dann in andere Prozesse bei der Selektion, du hast dich direkt mit deinem eigenen Lied direkt als Kompositeur da gemeldet, wo ich dann die Lieder angeschickt habe. Okay. Genau. Auch Veronique, bei dir wäre es so, du bist weitergekommen, die Jury fand, dass du aber noch mal gut sagen kannst. Und nachdem du die Runde gepackt hast, wie hast du dann... wie war der nächste Prozess dann? Ja, ich sehe dann an der Runde weiterkommen, das erste Video, wo ich gesungen habe, hast dann weitergeschickt und lauter Komponisten. Ich weiß nicht, wie viele Komponisten sie hatten, mit sich da im Großen ganzen 8 Stück bei mir gemalt. Super. Die wir uns immer wollten schaffen. Motto drin war halt eben dann den Ralf Siegel. Du kannst die raus? Ja, ich komme mal 3 Stück raus. Ah ja, okay. Ich hatte mal 3 Lieder ranzugehen, entweder Komponist 3 Lieder oder verschiedene Komponisten. Mhm. Ja. Ich habe schon mal 3 verschiedene Komponisten rausgesicht und mit allen Komponisten ein Lied gemacht. Mhm. Okay. Da waren verschiedene Elizabeth dabei, wo ich auch bei denen daheim abgeholt. Es war ein aus Irland dabei, den hat man alles geschickt und schon selber abgeholt. Okay. Dementsprechend hat das Lied noch geklungen, wieder das nicht professionell ausgestattet sind. Ja. Und dann war der Ralf Siegel, den hat mich invitiert auf München. Ich 3D da hin, und 2D bei ihm am Studio, das professionell studiert, abgeholt. Dann hin mit dem Tontechniker alles da gemixt. Das hatte ich auf den Fotos auf Facebook auch gesehen. Ich meine, das wäre schon ein besonderes Erlebnis, was da war. Du trotzdem hast einen ganz anderen Abblick. Ja, war das flott. Aber, ja, das war ganz flott, ja. Es war schon anstrengend, weil es dann aber trotzdem den ganzen Tag durchstehst und immer im singst. Okay. Also, das heißt, das Lied dann angesungen, dass eine Version hat, dann eine Studioversion. Ja, das ist dann noch am Anfang lehrst du mal und dann geht mal ein Kehr abgeholt, da kriegst du Feedback. Du hast mal probiert, mal so umzusingen oder so. Da geht vielleicht noch gesagt, wir holen den halben Tommy Dave, vielleicht leitet das besser. Wir haben am Tempo gespielt, den Tempo ganz ein bisschen chemielös gemacht. Okay. Und der Ralf hat gesagt, ja, du bist noch mehr jung, du atemst ganz anders wie die Frau, wo ich das Lied geschrieben habe. Du wenn da brauchst du einen anderen Tempo. Sachen, die ich nicht weiß. Du lehrst so viel bei. Das heißt, ich war aber aktiv bei dem ganzen Prozess dabei, das ist nicht der Telesing Leute. Nein, ich war immer dabei. Okay. Ich meine, hinten fangen du immer an alles überall. Ja, ich meine, der Ralf Siegel, der lebt ja auch für die Eurovision. Genau, super. Wie oft macht gemacht, einer der anderen auch für Lützeburg auch noch Ränke gewonnen. Ja, also hast du schon der Mr. Eurovision aus Deutschland. Das ist schon der richtige ausgesicht. Ja, das schmeckt noch. Ricky, bei dir wäre es dann ähnlich. Also du hast gesagt, also du hast ja da hast du dein Lied ganz lang komponiert? Genau. Oder ich hatte viele Lieder angeschickt, wo ich geschrieben habe an meinem Musikkollege auch Musik dann kreiert tun. Und haben wir da drauf geschickt. Und dann konnte mir mal eine Mail, aber paar Wochen, also das hat lange gedauert. Konnte eine Mail, du kannst dich nur den Casting kommen und der Rockal, wo du dann noch du warst. Und du konntest dann auch für die Jury dann meine Lieder dann du 4 sagen. Okay, ja. Gut, dann, wir wissen entretemps leider, dass nicht bei der Vierentschädigung dabei wäre, schuld, dass KVBs nicht gepackt hat. Nee, die wäre aber trotzdem ganz involviert dabei. Wie wäre dann der Moment, oder wie wäre überhaupt der Moment, wo der Gewürge sieht, dass es dann nicht durchgegangen ist? Ich meine, ich kann feststellen, dass natürlich die Enttäuschung dann dem Moment ganz groß wäre. Wie wird das verkraftet, oder lange Zeit gebraucht? Ja, du kannst so rein. Ja, so fang. Was ich schon entfernen, ja, ist klar, ich meine schon als Künstler
war ich ein bisschen enttäuscht. Ich muss wirklich sagen, ich habe Ah, dich normal. gebraucht, für Ja. das zu akzeptieren, so, dass ich sogar gar nicht wollte auf den LSC gehen, weil das mal ein bisschen wehgetan hat. Aber das habe ich aber sehr vergessen. Das ist okay. Ich meine, es sind die Acht, die du ausgesicht so junge Talente und die waren auch ganz gut, die sind all gut dafür. Ich kann auch nicht so, dass ich nicht zufrieden bin mit dem Schwarz, das ist alles an der Reihe. Wirklich. Ja. Also, ja, enttäuscht. Natürlich. Da sind immer ein bisschen Ja, enttäuscht. das ist ganz klar. Gleichzeitig schon mal nur für dich gesagt, ich bin aber froh, dass ich so weit gepackt habe. Eben. Genau. Überhaupt die Courage, gerade für Mathe zu machen, Ja, das das was schon. andere Leute Ja. nicht gemacht haben. Genau. Ja, und ich habe auch gesagt, für die Jury das war bestimmt auch nicht einfach, da Ja. aus denen viele Leute 8 Stück rauszuwählen. Das ist Schon eine wirklich schwere wenig. Decision, Ja. meine ich. Ja. Ich kann mir vorstellen, die werden in den letzten 50 Jahren dann, dass da aber ganz viel Gute auch da dabei wären. Und, Sicher. Und also Lützburg hat ja extrem viele Lieder abgeholt. Ja. Wenn du bedenkst an Deutschland, weil der riesige Land wird, ich meine, was kosten sie viele Lieder an? 700 Lieder an Studien. ja, und dafür. Und Lützburg 465 oder 55, ich weiß nicht mehr genau, für so ein kleines Land. Also, Du gesagt, Ich bin überrascht, dass ich viele Lieder durchgeschickt habe. mit das ja einmal eine Chance für, Richtig. für Leute hier auf einer großen Bühne zu stehen. Ich meine, es steht ja nicht so einfach an einer Rockhalle, auf einer Bühne. Gut, du hast leider die Chance nicht für ein Publikum da zu stehen. Noch nicht, aber das wäre der nächste Schritt. Und wer weiß, was vielleicht noch kommt. Hat ihr den LSC aber live auf der Tele verfolgt? Das Ganze wäre für Lützeburger Verhältnisse ja ziemlich professionell, aber groß abgezogen. Also ich habe leider nicht konnten gucken. Ich habe aber immer auf Instagram so ein bisschen Video geguckt. Ich aber weiß, was los ist. Ja. Ja, ich habe mich einfach so ein bisschen informiert immer. Und du hast es gar nicht geguckt? ich hatte den Abend selber nicht geguckt. Ich habe den Tag nur geguckt. Analog, Analog, ich wollte den anderen Tag gucken. Du musst aber nur gucken. Du darfst aber nicht so stur sein. Und ich meine, du musst das nur gucken. Das habe ich auch gemacht. Und ich war gut. Ja. Da sind ja ein bisschen viel, weil sich Lieder. Kriegen die da noch ein Kreier zu lauschen oder bleiben die am Tierrang? Ich meine, das wird ein bisschen in der Zukunft gesehen, ob du noch was rauskommst. Ja, ich springe mit dir raus. Ich habe auch schon einen Videoclip davon gedreht. Okay. War der richtige Moment, für das dann auch rauszubringen. Klar. Es ist ja oft genug auf der Bühne. Der richtige Moment, vielleicht heute ein bisschen. Die Dann, werden den 19. April haben wir ja auch eine kleine Eurovisions-Soiree. Wäre ja vielleicht eine gute Gelegenheit, Die das werden dann gut dort zu gelehrt, präsentieren. mal gucken. Aber ja, klar. Wie gesagt, das sind oft auf der Bühne, dafür werde ich schon sicher die Lieder mal rausbringen. Ja. Tipptopp, tipptopp. Verfolgt das ESC dann zu Malmö am 3. dem Tal, aber Daumen. Ja. Natürlich. Ja. 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 Du stimmst immer, aber du alle Götten voll der Hand hat. Dran, ja. Ja, und dann, für aufzuschließen, vielleicht will ihr da ein wissen, in Zukunft die drei Stadtlohn ein für nach ein Mathe zu machen, bei der Entschädigung oder so, aber ja, ich weiß es nicht, für ein enttäuscht zu gehen oder so. Wisst ihr das los schon oder lieber mal gucken, wie es bei Zukunft bringt und dann. Nein, ich meine schon, dass ich werde kein Problem. Ja. Ich spiele noch mit dem Gedanken, auch dann echt da Witz zu gehen, selber etwas zu schreiben. Das heißt, ich meine, der Kontra, ich gehe in der Weg. Da wirst du immer. Ja, ich muss nicht allein Dann Da privat kann nicht man drauf von mir siegeln. Ich kann nur den Kontakt geben. da könnt ihr ja vielleicht halt bis Ja, mal den ja, Nähe schaffen ja, und ja. euch an gegenseitig unterstützen und Input bringen. Ja. Ja. Jetzt, wo das sonst noch irgendetwas war, da wollt, hi, was ich im Herz leid zu dem Thema. Also der Reihe, ich bin begeistert, wenn so jung Damen sind auch wirklich viele. Also, ich würde gesehen, hi auch, dass direkt 2 Verbissen hi dabei wären. Also, Du sollst sicher weitermachen. Also, ich will so. ja, Ich unbedingt. meine, sagen wir das Auf etwas. jeden Fall. Was egal, wer bleibt. Wir freuen uns und dann so ich vielmals merci für den Interview hi. Merci. Und wünsche gute Chance für die Zukunft. Merci. Merci vielmals.